Der preußische Kellner kriegt von Hummerl einen Holzbloch geschenkt, wo er sein Meisterstickel für die Kunsthochschule ausschnitzeln kann. Die Leni möchte eine recht ausgefallene Nudelsauce verkaufen, aber die kommt bei den Leuten nicht gut an. Wie es aber nachher die Landweiber auf die Auszunge aufschmieren, haben sie ganz scharf drauf. Sie kann er aber nicht mehr verkaufen, weil sein Alter hat alle schon den Lansinger Gratler geschenkt. Der Korbi sagt, dass ihm der Schnaps nicht schadet und sauft einen Obstler nach dem anderen. Am anderen Tag ist er aber nachher dinnerst ganz schön der Larbit. Der Chris möchte sich in der Werkstatt vor der Inventur drucken und drum lässt er sich stattdessen von ganz Lansing das kaputte alte Klump zum Richten bringen. Der Michi gespannt gar nicht, dass er seiner alten unversehens einen Rog runterreißt. Sie zieht nachher stattdessen eine Regenkutten an und kriegt aber samt den einen Auftrag fürs Essen liefern. Der Pfarrer macht eine Prüfung für einen Führerschein, aber da haut's ihn durch, weil er zu blöd ist dafür. Danach möchte er für die Hochzeit von der Sarah, mit der er seiner preußischen Gespuse einen Seng geben, obwohl das der Herrgott das streng untersagt hat. Das Hummerl ist zuerst dagegen, aber die lässt sich nachher auch noch rumkriegen, weil ja sein eigener Sohn auch ein warmer Bruder ist. Auf der Hochzeit sollen sich die Leute gegenseitig eins dem anderen Farbbeiteln aufschmeißen. Am Schluss nachher kann er der Pfarrer den Seng aber dennoch nicht geben, weil er jetzt für ein paar Monate nicht da ist. Der Hubert lädt etliche alte Schulfreunde auf Lansing ein. Lauter hochgestochene, überspannte Preisen. Gegen die kommt sie sein alte wie eine Trampe ohne Bildung für und möchte es mit einem gescheiten Bücher nachholen. Aber das fällt auf.